Nachdem es im April pro-palästinensische Studentenproteste gab, wie zum Beispiel an der Columbia-Universität in New York, und die Polizei eingreifen musste, streitet sich Amerika nun über die Definition von Antisemitismus. Jüdische Organisationen drängen den amerikanischen Kongress bereits seit Jahren dazu, den Antisemitismus an den Universitäten verstärkt zu bekämpfen. Angesichts der Welle pro-palästinensischer Studentenproteste verabschiedete die Parlamentskammer nun jedoch das Gesetz zur Sensibilisierung für Antisemitismus. Wenn der demokratisch kontrollierte Senat der Vorlage ebenfalls zustimmt, würde erstmals in einem amerikanischen Bundesgesetz festgelegt, wo die Grenzen des Antisemitismus verlaufen. Repräsentantenhaus verabschiedet Gesetz, das eine umfassende Definition von Antisemitismus für das Bildungsministerium zur Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen festlegen würde. Dies ist die jüngste Reaktion des Gesetzgebers auf eine landesweite Studentenprotestbewegung wegen des Israel-Hamas-Krieges. Dieser Gesetzesentwurf löst nun natürlich auch eine Gegenreaktion aus. So sagte die abgeordnete Republikanerin Marjorie Taylor Greene, dass solch eine Gesetzgebung es illegal machen könnte, zu sagen, dass die Juden damals Jesus getötet hatten und dass Christen dafür bestraft werden könnten, an das Evangelium zu glauben. So postete sie auf X auch Folgendes: Antisemitismus ist falsch, aber ich werde heute nicht für das Gesetz zur Sensibilisierung für Antisemitismus von 2023 abstimmen. Mit dem Christen wegen Antisemitismus verurteilt werden könnten, weil sie an das Evangelium glauben, dass Jesus von den Juden an Herodes übergeben wurde, um gekreuzigt zu werden. Und am 5. Mai postete sie Folgendes: Als Christ glaube ich dem Evangelium in vollem Umfang, jedem Buchstaben. Das Evangelium sagt, dass Jesus, ein jüdischer Mann, Sohn Gottes, Messias, vom Hohepriester, den Ältesten und der jüdischen Menge gekreuzigt, getötet wurde, was in Jesaja 53 prophezeit wurde. Und das Evangelium sagt auch, dass Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Es ist nicht antisemitisch, dies zu sagen und es zu glauben. Mich und jeden Christen, der dies glaubt oder sagt, des Antisemitismus zu bezichtigen, ist eigentlich ein Angriff auf Christen. Ich werde keine Kompromisse in meinem Glauben eingehen, um unberechtigte Beschimpfungen zu vermeiden. Aus diesem Grund habe ich gegen das Antisemitismusgesetz gestimmt. Bei CNN News sprach man danach über Taylor Greenes Aussagen. Schauen wir es uns doch ganz einfach an. And meanwhile, Marjorie Taylor Greene kicking up controversy for a completely other reason. Today she announced she was voting against a bill to combat anti-Semitism, and in her reasoning, she invoked an anti-Semitic trope. I want to read you what she said in her post on social media. She said, "Anti-Semitism is wrong, but I will not be voting for the Anti-Semitism Awareness Act today that could convict Christians of anti-Semitism for believing the gospel that says Jesus was handed over to Herod to be crucified by the Jews." Now, that claim that Jewish people were responsible for the death of Jesus has historically been used to justify anti-Semitic attacks on the Jewish community. So just another example of Greene's controversial behavior, and also not the first time she has used anti-Semitic rhetoric. Spannende Aussage. Sie nannte seine Behauptung, dass die Juden damals Christus kreuzigten und dass dies in der Vergangenheit dazu gebraucht wurde, um antisemitische Angriffe zu rechtfertigen. Und obwohl es eine historische Tatsache ist, nennt sie es eine Behauptung. Warum kann man nicht einfach sagen, dass diese historische Tatsache in der Vergangenheit dazu missbraucht wurde, um sie gegen Juden zu verwenden? Wäre das nicht eine korrektere Formulierung, als gleich die Bibel als solche in Frage zu stellen, um ja nichts Falsches gegen jemand anderen zu sagen? Woher kommt dieses Denken? Kommt es vielleicht aus dieser Quelle? Denn auch der ehemalige Papst Benedikt betont in einem von ihm in 2011 veröffentlichtem Buch, dass die Juden keine Schuld an Christi Tod hätten. Für das Argument, das jüdische Volk sei für Christi Tod verantwortlich, gäbe es in der Heiligen Schrift keine Grundlage. Und
dass dieser Vorwurf schon seit Jahrhunderten die Beziehung zwischen dem katholischen und jüdischen Glauben belasten würde. Und um es hier ganz einfach klarzustellen, wir reden hier nicht von heutigen Juden, sondern vom Volk Gottes damals zur Zeit Jesu. Diese Aussage beweist nur einmal mehr, wie dieses System sich wirklich anmaßt, über dem Worte Gottes zu stehen. Und dieses heutige Denken der Menschen, um ja nichts Verkehrtes gegen jemand anderen zu sagen, führt dazu, dass man nicht nur die Bibel uminterpretiert, sondern man stellt sie gleich direkt in Frage. Noch ein Gedanke zum Schluss. Wenn also ein paar Proteste zu dem Ergebnis führen können, dass man gleich einen solchen Gesetzesentwurf verabschieden möchte, können wir darin nicht auch einen Vorgeschmack sehen, wie schnell das gehen kann, wenn es dann einmal zu der Frage eines Sonntagsgesetzes kommen wird? Mehr und mehr stellt die Welt die Ansprüche Gottes in Frage. Die Menschen sind kühn in ihren Übertretungen geworden. Die Schlechtigkeit der Bewohner der Welt hat das Maß ihrer Schuld beinahe aufgefüllt, und die Ersetzung des Gesetzes Gottes durch die Gesetze der Menschen, die Erhöhung des Sonntags anstelle des biblischen Sabbats, wird der letzte Akt in diesem Drama sein. Testimonies for the Church, Volume 7.